und mittendrin ganz viel Haarkunst. An was für einen Laden denken Sie bei so einem Angebot? Richtig, es ist typisch für einen Afro-Shop. Davon gibt es hier in Hamburg eine ganze Menge. Sie prägen quasi schon das Stadtbild und zeugen von der großen Gemeinschaft aus afrikastämmiger Migranten. Aber es gibt nicht nur Shops. Seit 3 Jahren bietet auch ein Radiosender sein Programm für die afrikanische Community hier in Hamburg an. Und genau den haben wir besucht. Beautiful, good-looking people, welcome again to What's Up Niger, and this is your boy, Tony L. Oh yeah! Wenn Moderator Tony R. die Regler hochschiebt und seine Sendung einläutet, werden nicht nur in Hamburg die Ohren gespitzt. Per Internet können Menschen auf der ganzen Welt zuhören und sich über Facebook auch direkt am Programm beteiligen. Wenn ich bin in meiner Sendung, jeden Donnerstag um 20 Uhr bis 22, dann habe ich viele Energie, auf diese Sendung zu machen, weil es geht um Musik und dann die Leute sind begeistert und sie rufen an von der ganzen Welt, entweder zu sagen, meine Kinder oder meine Frau hat Geburtstag, Toni, kannst du vielleicht eine Musik für sowas spielen oder so? Hip-Hop, Ragga, Soul, das gibt es bei Toni zu hören und immer wieder unterbricht er für kurze Durchsagen. Hier steht die Unterhaltung im Vordergrund, doch das ist nicht alles bei Top Africa Radio. Wir sind stolz zu sagen, dass der Top Africa ist die erste multikulturelle Radiostation, afrikanische Radiostation hier in Deutschland. Das heißt, es kommen Afrikaner von vielen verschiedenen Ländern, Beispiel Ghana, Nigeria, Togo und sogar Deutschland, die hier ihre Programme machen. So werden zu Themen wie Bildung, Sicherheit und Recht immer wieder deutsche Gäste eingeladen und interviewt. Die Idee für den Sender entstand schon 2006, als Ghana bei der Fußball-WM in Deutschland teilgenommen hat. Damals haben wir festgestellt, es fehlt uns als Gemeinschaft oder Gesellschaft, es fehlt uns was. Aber wir konnten diese Idee, ich glaube, erst 2010 realisieren. Und seitdem ist auch Toni schon on air. Ladies and gentlemen, the track you're listening to right now is Kaki. Er ist einer von 18 Moderatoren, ob als Alleinunterhalter oder auch mit Interviewgästen. Wir haben Gäste von überall. Letzte 2 Wochen waren Leute von Holland. Und vorher war Miss Bremen, Miss Africa Bremen. Und auch viele Musiker auch von Afrika. Wir sind hier für Entertainment Show oder so. Hier ist die erste Punkt, wo sie immer landen. Etwa 430 Menschen lauschen den Sendungen und hören Tony. Und das weltweit, denn Top Africa Radio gibt es nur im Internet, doch die Zielgruppe ist nicht rund um den Globus verteilt. Überwiegend es geht um die afrikanische Gesellschaft hier, an erster Linie in Deutschland, selbstverständlich erst Hamburg und dann die anderen Communities. Und wir in Deutschland nicht nur nach innen, aber auch nach außen zu zeigen. Täglich 2 Stunden Programm produziert das kleine Team, die werden dann wiederholt. 2 Stunden pro Woche fallen auf die Sendung von Tony R. Ich bin ein Afrikaner von Nigeria und meine Musikrichtung ist auch für die Afrikaner, aber meistens von Nigeria. Und das geht es. Meine Musikrichtung oder was ich spiele hier geht in die Richtung der Nigerianer. Und so hört sich das an, afrikanisches Radio aus Hamburg. So, ich bin umgezogen.